E schöne guten Abend. Hier ist der Mama Fernsehen mit der Emission vom 1. Dezember 2018. Die erste Journée de la Santé Mentale gower Mamahof aufgehalten und hier ist unsere Reportage. Die Ligue luxembourgeoise d'hygiène mentale hat op d'ouverture von ihrer ersten Semaine de la Santé Mentale an den Mamahof invitiert. Hier gouf auch Kampagne Depression, Komma schwätzen drüber, vorgestellt. Erlaubt mir aber kurz die Ligue luxembourgeoise d'hygiène mentale vorzustellen. Nicht jeder kennt sie. Die Ligue luxembourgeoise d'hygiène mentale wird über 60 Jahre. Wir sind mittlerweile mehr wie 80 Salariés, hauptsächlich am Zentrum vom Land aktiv, an drei Polen d'Aktivitäten. Sind wir angedeelt, den ersten Pol, den ersten für die Behandlung von psychisch kranken Leuten zuständig ist. Wir machen Psychotherapie, sowohl individuell, an der Koppel, mehr aber auch an der Gruppe. Wir haben ein Hôpital du Jour. Das alles am Zentrum von also Dr. Ger an der Stadt. Dann haben wir einen zweiten Pol d'Aktivität, das ist der Pol Insertion. Wo Sie wissen, der psychisch kranke Leute gewöhnlich Schwierigkeiten haben, für eine Arbeit zu finden, für eine Wohnung zu finden, für Freizeit zu gestalten. Und auch hier haben wir eine ganze Reihe von Aktivitäten, von Opfern für diese Leute entgegenzukommen. Ganz viele wissenschaftliche Etüden am Bereich von der Suizidologie gehen, notamment die psychologische Autopsie, wo man versucht herauszufinden, bei den Leuten, die sich suizidiert tun, an dem sind Familien fragt, wie war das Leben von der Person, was war die Trajektoire de vie von der Person. So stellen die Forscher sich 4 Typen von Profilen fest, die sich leben wollen. Ein klassisches Profil, das sind Leute, da geht alles gut am Leben von der Person. Bis einem gewissen Alter, so meistens ab 60 Jahren, wo dann ein traumatisches Erlebnis geschieht, vom Partner oder ein Arbeitsverlust, und die Person dann anfängt, an eine Depression zu fallen oder eine andere psychische Krankheit kriegt, und dann an einer Krise ist, wo sie nicht weiß, wie sie rauskommt. Und das ist so ziemlich das Profil, das klassische Profil von den Leuten, die sich suizidieren. Ein zweites Profil, den auch interessant ist, das wo sie stehen, wo ihr gesagt, dass es ganz frisch schon anfängt mit dem Problem. Ganz frisch schon anfängt. Das sind meistens die Leute, die sich so ab 25, 30 Jahren suizidieren, wo man feststellen, dass schon am Jugendalter, noch schon als Kind, die einen oder die anderen Probleme sind. Ich meine, der Bürgermeister weiß, dass an einer Gemeinde, die so groß ist wie Mama, wurde aus einer Schule kann die Schwierigkeiten haben, aus einer Gemeinde kann die Schwierigkeiten haben. Aber wir sind alle gut im Haut hier, für das besser zu verstehen und für allem zu gucken, wie die Trajektoire de vie, die zum Suizid führt, wie in die stoppen kann, also ersetzen durch etwas, was ein bisschen mehr gesund ist. Gemeng Mama war eng Gemeng mat bald 10.000 Awohner, wo sich eigentlich gut liewen. Da lässt mir hunn ausgesprochen Männer Sozialprobleme wie dat op andere Plätzen an dem Land ass mit das net so, dat kein Sozialprobleme zumindest offener bei Eisgiffen ginn. Dufir rum mir auch davon profitiert, wie das mein ganz reif Sozialengagement dabei als Gemeng hunn. Wir sind nach 50 Jahren die KGMC auf der Kerb. Wir haben 18 enger Dosen Jahren, wo wir Fondation Autisme auf der Kerb eine Menge Infrastruktur, wir haben das SIPO heute zu Märmach. Wir haben auch den Sitzheim von der ALERN SBL, das ist eine Assoziation, die sich bekümmert Leute mit schweren Krankheiten. Wir haben eigentlich als Gemeinde verantwortlich über die letzten 20 Jahre immer darauf gehalten, dass wir auch das zum Ausdruck von unserem sozialen Engagement bringen. Das ist richtig, dass bei uns ganz viele Benevoler sich engagieren und dafür haben wir ein immens Flotfond, wie der Mama sich hier installiert hat. Das ist eigentlich ein formidables Gebäude, ein schützenswertes Gebäude, das der früheren Bauernhofwehr modern und ganz schön aménagiert geht, auch wo wertvoll erbig ist. Die verantwortlich von der Mama und eigentlich fertig, sich spannend 2 Jahre
richtig bei Eis ist so nicht im Land Verein mir bei Leid selber von der Gemeinde zu integrieren an Leid wissen, dass das eng Festadress bei Eis an der Kirchbergstraße ist, mir für ganz Gemenge und für welche Schienen von dieser Platz wirklich ausdrücklich merci so und wie sie für uns 2-3 Jahre bei uns auf Gemeinde kommen, nicht mehr gut, was wollen die eigentlich richtig, aber sie hatten eine klare Idee und sind die Idee umgesetzt und sie merken ganz viel am Interesse von den Leuten bei uns aus der Gemeinde, sodass sie einen festen Platz haben. Ich würde das gerne auch als Bürgermeister wie soll ein Gemeinde sich im Niveau von einer Gesundheit ansetzen? Du sich als Gesundheit an einer klassischen Abteilung zwischen Aufgaben von Staat und Gemengen nicht die direkt oder indirekt an den Kompetenzbereich von der Gemeinde fällt. Das muss ich Ihnen so sagen. Ich weiß aber, dass es Gesundheit ein weit gefächerten Begriff ist und dass den sich eigentlich auch an sportliche Betätigung als Sozialenkadrement a kulturelle Aktivitäten. Die hat mir eine Dokumentation zukommen gelassen für das Semaine de la Santé Mentale. Ich war eigentlich auch überrascht, wie nicht so ein Affäre darüber, dass 20% von den Bürgerinnen und Bürgern zu Lützburg, das ist vielleicht ein offizieller Schiffer, ich könnte mir vorstellen, dass die Dunkelziffer mehr groß als geplot als mit Depressionen. Größten oder am weit gefächertsten Sinn vom Wort. Und das ist etwas, wird an der heutigen Gesellschaft, und dort trifft das aber dann mehr auf eine Gemeinde wie Mama zu. Ihr wisst, dass ganz viele Leute bei uns zu 2 berufstätig sind, das sind Familien zu gerieren und neben dem Alter, und dass das natürlich durch persönliche Schicksale, Tod von einem Partner, Krankheiten, bis hin zu Konflikten an einem Mariage, dass das enorm auf sich auch von den Leuten trägt. Und das werde ich eigentlich versuchen. Das sind keine offenen sozialen Probleme, mit die sich aber an den Familien selber aufspielen, aber wo die Leute nicht gerne haben, dass sie so da konfrontiert gehen, respektive du da selber wollen sich helfen lassen. Und dafür fand ich so Initiative wie Datei mit dem Konkurs von Professionellen fand ich etwas extrem Wichtiges und etwas Unabdingbares, ab wann den der von Haut ging dazu beitragen, und dafür haben wir auch die nötigen Kommunikationsmittel, für das das mehr noch bekannt ist und dass sie dadurch wissen, dass sie eine diskrete Hilfe kriegen, respektive bei ihr mit ihren rund 80 Matterbestellen am Englisch, dann hat das den Sinn erfüllt. Das Jahr haben wir als Cercle Philatelique Memmer eine kleine Lokalausstellung mit Timbren, Stempeln, mit so philatelistischem Material über das Sujet von den Bricken. Die Europatimbren, das ist die Timbren, die an allen anderen Europa rauskommen sind, das Jahr, die haben das Sujet von den Bricken. Und wir haben das abgegriffen und geguckt, was wir hier können die Leute präsentieren. Wir haben eine Reihe Lützeburgischer Aussteller, die sich mit dem Sujet herumgeklappt haben und die philatelistisch verschafft haben. Wir weisen natürlich auch all die verschiedenen Timbren, die an Europa kommen sind, und als Highlight, wenn ich so kann sagen, die besten Zeichnungen von den Kanner für die Lützeburgische Europatimbren. Weil die Europatimbren als Lützeburg, das ist das Resultat von einem Konkurs aus den Schulen vom Fundamental, vom Sekundär, die von der Post aufgehalten ist. Auf der anderen Seite, als Memmer Geschichte, drohen wir dann auch ein Volley bei, nämlich Fotos von den Bricken zu Memmer. Der Lokalfotograf Robert Hill, den ist während der paar Wochen über die Memmer gewern getrippelt und hat fotografiert Bricken, kleiner, großer, Autobahnsbricken, Zugsbricken, Bricken, die über das Wasser gehen und so weiter. Den Dach vom Baum, auch für die Gemeinde Mama, mittlerweile eine langjährige Tradition. Und so sind ein paar Schulkinder auf den Weg gegangen und Hecke gepflanzt, und für alle Neugeborenen ein Baum. Ich begrüße dich ganz herzlich auf diesem Dach vom Baum. Hier auf der Drips zu Mama. Drips zu Mama, das ist für sich der niedrigste Punkt, den wir an der Gemeinde kennen. Mit rund 290 Meter. An den höchsten Punkt, die Leute oben, das ist am Juckelsfrüchte Plateau, das sind 353 Meter für ein bisschen Lokalgeografie. Wir sind einfach nur heute für ihre Bäume zu pflanzen für die Neugeborenen. Wenn wir Neugeborene sind, weil das sind alle Guten, die 2017
geboren sind, also die als schon ein bisschen mehr groß sind, aber wo der Chance hat, dass da kommt Eltern oder Großeltern gehen bei einem friedlichen Evenement ist. Wir meinen dann eigentlich wie viel einer Gemengen an dem Land, dass man für die Neugeborenen Beem pflanzen, und dass man also Forstbestand, dass man den immer erneuern von unserer Gemeinde. Das machen wir halt auf der Drüps, das haben wir die Jahre für drin auch gemerkt. Wir haben das gestern gemerkt mit den Schulkanner, die haben kein Beem gepflanzt, mit den Hecke gepflanzt. Und Bauern sind richtig froh, da macht das so nicht auf viel Wert. Weil die sind arm. Und da kriegen sie für Kompensierungsmaßnahmen, kriegen sie Hecke gepflanzt. Und das haben wir gestern gemerkt auf dem Plateau, zu rufen bei den Bauern Leuten. Das ist ein wirklich Fluggebiet, da können wir ruhig spazieren gehen. Aber wenn der Oves geht, das ist eigentlich die, wo der Weltverstand bei Eis an der Gemeinde am größten sieht. Also da verpasst das Zugarantie nicht Reh, also sicherlich nicht auch für Schwein, wir passen auf, wenn die zubeißen, das ist auch ein gefährlich Sache. Dass wir halt Beem pflanzen, das ist sich eine Sache an dieser Allee, früher als Heimat Cyclocross gefahren ging. Und die Josie Berg, den er an diesem Eck, als den immer gelernt, weil die mit die Beemallee, wo du nicht gut lernen lehrst, bis dahin, wird den immer benutzt, wie wenn der Zuschauer reingeht. Und nicht wird den immer fortwährend trainiert. Wir gucken eigentlich als Gemeinde, dass wir zusammen mit unserem Vierstadt, Fabrice Reuland, gucken hier unseren Baumbestand immer zu erweitern. Für Wert, Gemeinde Mama hat eigentlich einen ganz teuren Baumbestand. Und zwar sind die wertvollsten Beem, die stehen am Engelsrad. Und bevor mich wo aus den Engelsrad, mit dem Engelsrad, das ist da, wenn der Kirnerstraße wird, so wo drauf bei dem Bauhaus geht, und der geht links an den Busch ran, und da kommt auf der Kerb, wo zieht die Kucht aus. Da steht für Millionen Euro, ich übertreibe nicht, für Millionen Euro, stehen da Beem, wenn die giffen forstwirtschaftlich genutzt gehen, mit Gemengen zusammen mit dem Umweltministerium für eine längere Reihe von Jahren Engagement geholt, dass das eine sogenannte Forêt en libre Evolution als der Tisch, dass du nicht weiter dran gehärget. Von der ich aber gerne die Beem angucken, geht das ein wirklich flott Gegend, aber du geht auch ein Autopedester, geht da durch, bloß die Stadt nicht entgegen vor. Sie freut, dass er zu so viel, was die Kamera haut heiß sieht, sind wie so viel, das 2000 geboren. Du wären 50 Kammer. Da sind da schon 73 Kanner, die rein 2017 geboren sind. Und von den 73 Kanner sind da 37 der Mittenheit. Ihr könnt eigentlich schon frisch sehen, wer Kanner, ihr dürft gesagt, klein Kanner, klein suchen, groß Kanner, groß suchen. Ihr seid froh, weil die Kanner an die sind gut abgehoben bei uns an der Gemeinde. So, da so riecht raus, weil los stehen sie heim, da gehen sie mit 3 Jahren gehen sie an den Präkos. Da gehen sie bei uns Maison Relais, auf den Kinixbund oder auf Cap. Und ihr seht, dass wir da eigentlich einen von den flottsten Schulen an der Gemeinde haben. Wir gucken auch in nächster Zukunft, dass wir weiter für die Kanner an unserer Gemeinde investieren. Das machen wir männlich erdig. Dann haben wir nämlich am Gemeinderat ein neues Projekt für dem Centre kulturell zu machen. Kinixbund für eine neue Musikschule zu machen. Die Projekt werden dann auch noch vorgestellt kriegen auf der Cap. Das ist das nächste Projekt. Da wird man für den Tennis aus, das ist am Parc des Sports et des Loisirs, die wird man ganz neu gestalten. Und da wird man innen, wo den Scouts-Chalet ist, wird man auch ein ganz flott großes Spielplatz machen, mit allem drum und dran, wer ihr Herz begeht. Das gesagt, die Damen und die Herren, so ein merci, dass ihr kommen seid. No kriegt mal sein Diplom, da geht wie Madame Gersch, die Präsidentin vom Syndikat d'Initiative, da gehen sie prämiert, kriegt ein Diplom. Und da geht zusammen darüber, durch den Leute von einem Buscherbestag, und die helfen ihr, statt im Einzelnen sein Baum zu pflanzen. Dafür aufschließen nach ein vielmals merci. Als im Vierstadt in Fabrice Reuland. Man hat eine ganze Equipe nicht von den Erbestadt, die verstehen mich nicht, das ist egal, ich habe gesagt, Restaurant. Das ist alles andere. Und dann selbstverständlich als ein Syndikat d'Initiative, man unterstützt ihre Präsidentin, wie immer frisch vom Koffer, bei gefilmt wird. Und dann selbstverständlich als Leute von dem Gemeinderat. Aber wenn der Baum gepflanzt wird, da fängt du mal trinken, da geht es an einer Part zu trinken, an der Pestierse. Merci, schöne Weekend, aber sehe dich gut. Merci.
Ja, wir sind noch das Jahr hier mit unserem kleinen Mathieu für einen Baum zu pflanzen. Und wir waren für 2 Jahre auch schon da mit unserem Ältesten. Und das ist immer ganz flott, so eine flotte Ambiance, das ist super für die Kinder, für den Baum zu pflanzen, und wir selber können einen Baum zu haben, den hingehört, das ist schon ganz schön. Das ist eine ganz flotte Aktion. Und Kinder haben noch viel Freude gehabt, auch ein bisschen am Bulli zu spielen. Und das ist eine ganz flotte Initiative von der Gemeinde, für die Bäume zu pflanzen. Wie an de vergangenen Jahren war auch das Jahr nächst de beleeften Vivarium Bibliocroissant. Wir treffen uns heute alle Gurhai an der Schule, weil die APEM und APEC, die ältere Vertreter oder die älteren Assoziation von der Körperschule und von der Mama-Schule, all Jahres zusammen der Vivario Bibliocroissant organisieren. Am Vivarium können Kinder und Eltern dann ganz flott Deieren gucken. An der Bibliothek können dann Geschichte viel gelesen. Die APEM selber organisiert Schulsachen-Flohmarkt, wo die Kinder hier alle Sachen, Spielsachen verkaufen können selber. Dann möchten die Kinder immer immens viel Freude. Sie freuen sich, in ihre Sachen loszugehen, aber natürlich auch bei den anderen dann selber Sachen anzukaufen. Die Eltern und Kinder können sich mit Croissants servieren. Wir erfreuen das von der APEM und von der APEC. Natürlich auch Kaffee, Schoki und Jus. Und ja, wir hoffen, dass sich jeder Verein heute gut amüsiert. Die APEM und APEC spenden dann auch von den Suen, die sie angeholt haben, an die Bibliothek und an das Vivarium. Das November de Vivarium zu Mama an der Schule mcht seg Dierenrem op 2011 vum ugefangen. Wir sind an eisem 7. Joer an de Vivarium as sechmmen viele Schulprojekten zu Mama, die dafür sorgen, dass Kanner die Schulzeit vum Mama ganz langer guter Erinnerung werden halen. Wir hunn das Jahr wie immer net nëmmen de Vivarium op, mir och bëssen eng extra Expo gemacht, Di gesit eng Reihe aner Déieren vun Kollegen, die dieselbeg Passioun hunn, vu Raptifisch, vun Ichter nach kënne jo mal gucken, YouTube, Facebook an so weiter. An voilà, so hummer dann 2 Stunden e bëssen Exotik an dem Schwengsvier, der wat dobausen ass, Heibannen ass ëmmer schee wärm. Matinee Musical, déi mecht den Aufschluss vun unserem Programm. Ich wünsche euch viel Spaß.
Ja, dafür heeschen ich herzlich willkommen am Numm der Kulturkommission für die echt Matinee musikal von der Saison 2018-2019. Et stehen dann nach purem Programm für das nächste Jahr. Wir hautfreimreis für allem mal auf die flott musikalische Geschichte rund um die Familie vom Saxophon. Mit einem Saxophonquartett und einem Perkussionist, den noch ein bisschen erzählt, hat Nino Sopranino eine flott Geschichte von all den verschiedenen Saxophonen aus der Familie, für die kennenzulernen. Das ist eine flott Sache für die Kleinen, aber auch die groß sind mit abgegraft, weil die Musik sicher flott ist und auch ganz viele bekannte und Männer bekannte Sachen da dran sind. Ich wünsche euch ganz viel Freude, ganz viel Spaß. Ich freue mich auch für das nächste Jahr im Januar und am März hier begrüßen zu dürfen. Moin. Moin. Moin, Kanna, wie seid ihr? Gehen wir dann Schule hauen? Also ein Feiser. Eins, so muss ich dich schon mal erholen. Ich habe nicht eine Geschichte gemacht. Ich kann da ganz gut nachlauschen. Das ist eine Geschichte von einer großen Familie. Eine Familie, wo ganz viele Instrumente gehen. Da finde ich mir heute ein großes Buch mitgebracht. Da stehen alle Geschichten dran. Und ich will die Stadt dann noch mal 4 durch. Aber lass mal von 4 aufhängen. Es war mal ein Jung, dem sein Pap als Schreiner geschafft wird. Den hat den ganzen Tag der schönste Miffeln hier gestaltet. Aber sein Jung, den hat aber eine ganz andere Idee am Kopf. Der wollte nicht den ganzen Tag Miffeln herstellen. Die sind ja just gut für sich drauf zu sitzen oder für den Miffel irgendwo an den Neck zu stellen. Nee, er wollte ein Instrument bauen mit einem Ton, der das Viertel noch nie gab. Wollt ein Trompet bauen? Nee, wollt kein Trompet bauen. Trompeten sind schon Demos bei der Reimer gehen. Wollten ein Flöte bauen, richtig. Wollt doch kein Flöte bauen. Die sind schon an Asien sind schon Flöte gehen. Wollten dann ein Trommel bauen. Hey. Trommeln sind nicht schon an Afrika gehen. Er wollte ein Instrument bauen, was das noch nicht gut bis dahin, aber was ganz schön klingt und jeder verzaubert, dem man nun herstellt. Am Laufe der Jahre, als aus dem Busch der junge Mann ging, sein Name war Adolf Sachs, und er hat den ersten Saxophon auf dieser Welt gebaut. Und weil hier Sachs geheischt wird, dreht doch das Instrument sein Name, den Saxophon.
dat war Emissionioun vum 1. Dezember 2018 an 2 Wochen gesinn meiserem, dat ass der 15. Dezember. Ech sonnech Merci fir no kucken a bis geschwoen.